Zum Geburtstag Viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. zum Geburtstag, lieber Puschkast. Zum Geburtstag, viel Glück. Vorbereitet. Nein, heute eigentlich nicht so grossartig, aber für das, dass wir eigentlich so eine riesengroße Geschichte heute haben, habe ich mich viel zu wenig vorbereitet. Ja, heute haben wir wirklich etwas zu feiern, nicht so wie letztes Mal. Also weißt du, von was das wir Nein, zu ich glaube, feiern wir haben? reden in dem Fall von etwas anderem. Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich wollte sagen, wir feiern den 18. Geburtstag. Ja, das habe ich auch gemeint. Ah, ja, Ja. unser kleines Kind ist 18. Das ist crazy. Oder 18 Wochen. Ja, 18 Ja, Wochen. in 18 Wochen so vom Bildungsstand. Ja, schön. 18 Folgen, das ist Es ist unglaublich. wirklich crazy, wie schnell dass die Zeit eigentlich vergeht. Ja, und ich weiss gar nicht, was wir alles geredet haben. Ja, wir müssen jetzt einmal so einen Marathon alle Podcasts nochmal durchhören. Ja, nachher kann ich Aber- mir selber nicht mehr ins Gesicht schauen. Mal. Nein, Bei den das meisten Sachen ja schon. Ja, nein, das schon, aber es ist mehr so, wenn ich mich die ganze Zeit höre. Also ich kann auch die Folge amigs nicht die ganze nachhören, weil ich ja weiss, was passiert ist. So, weißt du, wie ich meine? Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch, weil wir jede Woche eine Folge raushauen. Wenn sie jetzt so, ich sage, nach 2 Wochen könnte ich sie locker gerade wieder hören, aber professionell. Mein Handy. Ich habe mein Handy stumm geschaltet. Ich nicht. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Ist auch Aber mit dem, das ist gerade ein guter Moment, um dich bei unserer 18. Folge zu begrüßen. Herzlich Bei willkommen. unserer 18. Geburtstagsparty-Folge. Jawohl. Wir haben schon 5 Schnaps-Intos. Nein. So wie man das mit 18 halt hat, vor dem 12 Uhr. Nein. Wir müssen da keinen Alkoholkonsum promoten. Nein. Na gut, ist ja genug alt. 18, ich muss selber wissen. Ja, Ja. müsste eigentlich genug wissen. Also ich weiss noch ziemlich gut bei mir, so 18. Geburtstag. Da habe ich es sogar so gemacht, dass ich mit einem Kollegen zusammen so eine Waldhütte gemietet habe. Aha. In Einsiedeln, die es kennen. Also, Josefsdorf. Genau. Ah, das kann ich, ja. Genau. Ja, Und dort haben wir dann das Gefühl gehabt, ja, mit 18 sind wir jetzt die geilsten Siechen und wir können alles abziehen und die Welt gehört uns, so ein bisschen in diesem Stil. Und dann in dem Josefsdörfli gibt es ja 3 Häuser. Das ist ja eigentlich so ein Lagerhaus, wo du eigentlich mit der Schulklasse und so auch vorbei kannst. Und wir haben das Gefühl gehabt, hey, das muss eine geile Party geben. Wir brauchen alle 3 Häuser. Und der Kollege hat quasi seine Kollegen eingeladen und ich habe meine paar Kollegen eingeladen. Und am Schluss waren es ungefähr 80 Leute, die dort oben irgendwie auftaucht sind. Und es war dann so, also wir haben das vielleicht so als Appell in die grosse Welt raus. Wenn ihr so ein Geburtstagsfest macht, macht es nicht so. Weil das ist wirklich nicht gut rausgekommen. Das kann ich wirklich sagen. Ist nicht so lässig gewesen. Okay. Und wir haben eben unseren Kollegen, die wir persönlich kennt haben, haben wir gesagt, hey, ihr dürft auch Kollegen mitnehmen, aber ihr müsst uns einfach informieren. Und kannst du dir vorstellen, wie gut das funktioniert hat? Alle Gar mitgebracht haben es schon, aber nicht informiert. Wahrscheinlich. Ja, und dann eben sind wir dort, am Nachmittag sind wir am Aufstellen gewesen, und wir haben es eigentlich hure professionell gemacht, so am Anfang im Eingangsbereich mit Kassen, wo so Stempel, weißt du, bekommen hast. Und danach wir haben extra ein Kollege hat noch aufgelegt, einen DJ haben wir gehabt. Und dann im anderen Haus ist so die Kaffeestube gsi, so mit Jassen und so, also wirklich voll durchdacht. Voll durchdacht. Und dann, wo dann die Masse dann so langsam eingetrudelt ist, haben wir einfach gemerkt, hey, fuck. Das ist viel zu gross, wir können das gar nicht handeln. Und am Schluss, ja, da sind Sachen passiert, die ich auch gescheiter nicht erwähne.
Jetzt hast du aber uns spannend Also, gemacht. ja, jetzt ich hast weiß- du uns, ja, jetzt hast du aber- uns aufgegeilt. aber- Jetzt musst du mindestens etwas erzählen. Ja, also die eine die hat mit einem Krankenwagen müssen abgeholt werden, weil die irgendwie... Also ich bringe es auch nicht mehr ganz zusammen, weil irgendwann bin ich dann liegen, weil es mich angeschissen hat und so... so einfach... die Welt geht unter, bitte ohne mich, ich gehe Polnische schlafen. hast du gemacht, oder wie sagen wir dem? Sagt man dem Polnischen? Ja, oder Französische oder so. Wenn man einfach Französischer geht, weißt, wenn man Abgang. nicht Tschüss sagt. Man sagt nicht Tschüss, man geht Aha. einfach so. Scheiße, wenn ich jetzt Tschüss Ja. sage, wenn mich alle überreden noch bleiben, also sage ich nicht Tschüss und gehe einfach. Oder wenn man im Restaurant die Rechnung nicht zahlt und Aha. rausläuft. Für das gibt es, glaube ich, auch Ja, das gibt's, glaub's, auch Zechenprellen. noch. Zechenprellen ist das dann? den Zechenanschlag. Zechenprellen, sagt Okay. man doch. Also man Nein. tut das, was man hätte müssen zahlen, tut man prellen, also man rennt davon. Ja. Ja, so ein bisschen in dem Stil. Ja. Habe ich dann einfach so den Frust wollen, verdrängen. Und die hat irgendwie zu viel Alkohol gehabt und dann irgendwie hat die einen epileptischen am Boden und angefangen zu schäumen und Ui, ui, ui. aufgehört zu schnaufen und so Geschichten. Okay. Also so richtig, ich habe es dann am nächsten Morgen einfach mitbekommen und dort habe ich gemerkt, hey, was haben wir da erschaffen? Und ja, es sind dann sonst, also wir haben dann noch eine Nachrechnung quasi für alle Sachen, die kaputt gegangen sind, haben wir noch bekommen. Und das ist also wirklich bodenlos gewesen. Das Alles kaputt nie gemacht mehr. worden. Ja, also die geilste Position auf der Rechnung war der Kühlschrank, den wir anscheinend geschlossen haben. Okay. Der Kühlschrank hat ja vorne dran so Ich einen weiss Griff. sogar welchen Kühlschrank. Ja. Weißt du, welchen Kühlschrank? Ja, den haben wir geschlossen. Hinten dran. So. Kann sein, ja. Ja. Den haben wir geschlossen Ja, den und darum geschlossen. gibt es jetzt dort einen neuen Kühlschrank. Oh mein Gott. Der Kühlschrank. Aber das ist gerade Karma, weil ich bin auch mal an einer Party mit einem Kollegen dort. Da hat er den Kühlschrank aufgerissen und in der Tür ist ein Captain Morgan gestanden. Ich glaube, Captain Morgan. Und irgendwie einer von denen, der Party gemacht hat, ich weiß nicht, ist das die Party? Ja, das war meine Party. Das ist gewesen. deine Du bist an Party meiner gewesen. Party. Bin ich gewesen. aber ich habe dich Aber dort dort noch haben nicht wir gekannt. uns noch nicht gekannt. Ja. Aber ich bin in dem Fall... Du bist ja. mit dem Kollegen, den wir beide kennen, dort. Ja, voll. Ja, ja. Ach krass, das war die Party, gewesen, weil dort hat er eben den Kühlschrank aufgerissen und dann ist der rausgegangen und kaputt gegangen. Und Aber der so andere viel, hat so viel nichts zu... getrunken ausser das. Wir haben gewusst, was für Menschen da rum sind. Ja, aber wirklich... Oh mein Gott, ja, ich Ja, bin das dort, war ich bin meine dort Party. gewesen. gewesen. Ah, Scheiße. Ja, ich weiß aber auch. Aber dort ist doch auch jemand irgendwie bei den Fenstern versucht, auf die andere Seite überzukommen Ja. und hat sich ein Trippli gebrochen oder so, weil der zweite Stock runtergesegelt Oh ist. Gott, ja. Ja, aber das ist wirklich eine schlimme ja, Party das gewesen. ist noch die zweite Story gewesen. Da ist auch noch ein bisschen Zeug rumgegangen und danach hat der ein bisschen Psychoscheibe irgendwie gehabt. Und der hat vom einen Fenster zum anderen Fenster wollen fliegen, gleiten, Oh irgendetwas. mein Gott. Und der hat schon Anlauf geholt im Zimmer. Das Fenster war offen, sperrangelweit offen. Und der war schon so am Abkumpen. Und die Kollegen haben dann im letzten Moment noch wiederheben irgendwie. Sonst wäre der krass. 5 Meter auf den Asphalt runtergefallen. Ah, der ist dort nicht runtergefallen. Zum Glück Bei nicht. mir ist Also, die Story so angekommen, dass er runtergefallen ist. Und dass der Krankenwagen wegen dem dort war. Nein, das war wegen dem Mädchen gewesen. Und also das Lustige ist, jeder Mensch, der an dieser Party war und dann nachher Aha. irgendein Geschichtchen zu erzählen hat, auch 4 oder 5 Jahre nach dieser ganzen Sache, es kommen immer neue Sachen vor. Das ist krass. Also, es ist ein bisschen beängstigend. Dort bin ich und der Kollege dann irgendwann auch abgestiefelt, einfach so. Da sind wir nicht gegangen. Ich habe sogar, glaube ich, im Fall noch Bilder auf meinem Handy von dieser Party. Ja, die muss man dann mal schicken. Mal schauen, ja. Meine Kollektion Mal, erweitern. mal suchen, ja. Ja, und Also, eben so aber- viel zu 18. Geburtstagsparty. Und jeder, den ich in dem Sinne mal wieder gesehen habe, hat gesagt, hey, das Einzige, was gefehlt hat, ist etwas, das brennt. Und sonst wäre es Project X gewesen. Also es ist wirklich, und das ist mir auch in Erinnerung geblieben, die Party. Ich bin ja an anderen Partys auch gewesen, die auch schlimm waren, aber die ist schon ja, krass lustig. Das gar nicht checkt, dass das deine Party ja, war. das wäre meine Party gewesen. Oh mein Gott. Ja. Ja, wir haben Glück gehabt, hat der Kollege dort ein Ding kaputt gemacht, das Flasche, weil eben, wir haben uns ja dann nicht mehr wohl gefühlt irgendwann und sind dann gegangen. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Ja, und am nächsten Morgen so die gebrauchten Gummis zusammenlesen, das war auch etwas Ui. Angenehmes gewesen.
Ja, so ein bisschen in diesem Stil. Schlimm. Also, wenn wir gerade so bei Party-Stories sind, wo so ein bisschen üble Sachen passiert sind. Also bei uns hat es auch mal eins gegeben. Dort haben wir, das war auch in so einem Haus, haben wir eine Party gemacht, eine Geburtstagsparty. Und das sind alles Kollegen, alles Leute, die sich kennen. Es war jetzt nicht so wie bei euch, dass irgendwie völlig fremde Leute da sind, sondern wirklich Leute, die man kennt eigentlich. Also könntest du meinen, sie können sich einigermaßen benehmen. Jetzt war das so, dass im unteren Stock hat es überall schön auf dem Tisch Schälchen mit Chipsli und so. Ja. Genau. Und wir haben dort immer Wendli gesoffen und so. Also der grüne Wodka mit dem heißen Pfefferminztee. Ich glaube Wendli. Nein, das ist ein Fröschli. Ist das Fröschli? Was ist ja, genau, Fröschli haben wir getrunken. Einfach auf jeden Fall so Zeug. Und dann hat irgendwann mal während der Party jemand einen roten oder einen grünen Wodka über den ganzen Tisch, so die Troika, ausgeleert aus Versehen. Also so mehr halb aus Versehen. Und dann ist das auch in die Chips reingelaufen. Und dann hat irgendjemand anders, eine Stunde später, es lustig gefunden, die Chips, die nassen, an die Decke raufzuschmeißen, weil die haben dann geklebt dort. Ja, bravo. Und am nächsten Tag, ich habe nämlich dort gepennt vor Ort, und der Kollege und die Person, die die Party gemacht hat, haben auch dort gepennt. Nur wir drei. Am nächsten Tag sind wir dort runtergekommen und es ist alles zerstört und voll Wodka überall am Boden, an der Decke und alles. Und niemand mehr rum. Nur noch wir drei. Und dann haben wir das alles aufgeräumt und geputzt, sind dann auch noch Leute helfen gekommen. Aber ja, das ist meine Erfahrung. Wenn die Leute so, es passiert etwas, dann kommen die Nächsten auf eine dumme Idee und am Schluss kleben Chips, die im Wodka getränkt sind, an der Decke. Oben. Und du denkst dir, wie kommst du auf die Idee? Und weißt, alles putzen wäre gar nicht so schlimm gewesen, aber die Chips, die dann in dem Wodka geklebt haben, nein. Ja. Ja, das Lustige meiner 18. Geburtstagsparty war auch noch, es hat eigentlich schon vor der Party angefangen. Ich glaube, die Bilder habe ich dir auch mal gezeigt. Das kann Weil sein. vor der Party, bevor das der offizielle Start war, die Leute haben ja dort irgendwie müssen anreisen. Und das ist, im Dezember habe ich Geburtstag und das ist richtig ein harter Winter dort auch noch gewesen. Winter's coming. Und dort, das Einzige hat es einfach Schnee. Ja. Und dort die Straße die war voll vereisen und so. Und dann die einen Kollegen von mir, die haben auf dem Weg schon quasi sich müssen Mut ansaufen oder Lust müssen ansaufen. Und dann der eine Kollege, der dort dabei war, der war 16, ist aber halt auf dem Land aufgewachsen und der hat schon Traktoren und so fahren. Die anderen wollten saufen, darum ist der mit dem Auto die letzten paar Kilometer raufgefahren. Zu der Party. Zu der Party. Genau, Genau, also dort schnell so umsteigen und so. Und die hinten dran haben dann nachher saufen. Und der 16-Jährige ist dann das Auto im Berg raufgekarrt auf der vereisten Straße. Super. Und nachher Super. und nachher war es irgendwie so easy gewesen. Er ist auf der Straße abgekommen, ins Doppel runtergerutscht. Oh, die Bilder. Und nachher war das Auto einfach dort unten gewesen. Die dort in einer Ruhe ausgestiegen. Anscheinend haben sie nicht einmal etwas ausgeleert. Und nachher ausgestiegen und dann noch so ein bisschen raufgelaufen. Und dann sind sie zu der Party gekommen. Und haben so, hey, ja, alles tipptopp und so. Und am Morgen um 2 war das. Da bin ich noch auf der Matte gestanden. Leute die Kantonspolizei Schweiz an dem Kollegen, der das Auto gehört. Und nachher die Polizei, ja, ist das ihr Auto dort im Doppel unten? Und ja, das dies und das. Und dann hat die Polizei an ihm gesagt, schauen Sie, bis Sonntag am 8. Uhr am Morgen ist das Auto nicht mehr dort. Und sonst können wir quasi das untersuchen und wem gehört das und so. Einfach bis am Morgen um 8 Uhr hast du Zeit. Aber das ist schon krass, Alter. Die Polizei sind schon noch Kollegen. Ja, im Kanton Schweiz sowieso, ja. Sind schon noch Friends. Und nachher, das hat wirklich eine Nacht- und Nebelaktion gegeben. Dort besoffen, so einen Ist der 16-Jährige Abschleppdienst. wiedergekommen mit dem Traktor, oder was? Nein, das nicht. Aber sie haben so einen Abschleppdienst am Morgen, am weiss nicht wann, organisiert, in sehr angeheitertem Zustand. Und dann irgendwie am Morgen um 5 Uhr, oder um 6, 7 Uhr, wo es dann ein bisschen hell war,
ist dann der dort voll mit dem Kran, der rauslupfen und der hat alles verzogen und das Auto hast du nachher fortrühren. Und oben dran Party machen. Ja. Scheiße! Ja, eben Also da. diese Story betrifft einfach wirklich nichts. Also die Party-Story. Es ist Ja, eigentlich hure passend für die 18. Folge. Ja. Es ist hure krass. Ja, darum, ich hoffe, die Oh, Folge die shit. wird nicht so schlimm wie mein 18. Geburtstag. Nein. Ich glaube, da müssen wir jetzt schon das Auto versenkt haben. Auf den ersten paar Meter. Definitiv, ja. Alter, das ist auch ganz krass, ja. Das Einsiedeln oben. Ja, wir hatten dort noch mehrere Partys gehabt, aber es war keine annähernd so wie die, muss ich sagen. Project X. Ja. Sogar meine Eltern haben dort oben mal eine Party gemacht. 40. glaube ich. Ja, ist auch schon 10 Jahre her. Ja, Crazy, ja. mega crazy. Ja. Also ich habe Hausverbot dort oben. Das wirklich? vielleicht noch als Abschluss, ja. Der Kollege und ich, das ist ein dort guter oben, Abschluss. dort oben, wir Gibt's dürfen keine nie Party mehr. mehr? Nein, dort haben wir, glaube ich, lebenslänglich haben wir Ja, dort... gut. Dort ist Ja. ein Scharfschütze positioniert, wenn der unser Gesicht sieht, würde er uns gerade umlassen. der hat Fotos von euch neben dem Bett. Und dann, Wahrscheinlich, ja. 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 Ui. Ja. Ui, ui. Ja. Aber was eine Story. Ja, Geschichten muss man zu erzählen haben. Und das Ja. ist jetzt genau so eine Geschichte. Ja, krasse Story. Ja, wenn wir in die Realität, sage ich schon, in der Realität weniger, aber in die Gegenwart kommen. Weil ich habe gerade, wenn wir so von crazy Stories sind, habe ich noch etwas gesehen, das hat mich letzte Woche einfach dingselt und habe ich gefunden, das muss ich da erzählen. Und zwar hat ein australisches Team, vielleicht habt ihr es irgendwo gesehen, hat ein Fleischbällchen aus Mammutfleisch gemacht. Die haben aus alter DNA, also ich lese einen Text vor, ich habe einen kleinen Text da. Und eben einfach zur Info, die haben das in Australien von der Firma VOW, ich habe die auch nicht gekannt. Und die arbeiten so mit DNA arbeiten und so und die möchten halt Laborfleisch herstellen, um das Essen, also um den Nahrungsmarkt da zu ändern. Dass wir nicht mehr auf richtige Fleisch angewiesen sind. Und ich lese jetzt das geschwind vor. Kulinarische Sensation im Labor. Die australische Lebensmittelfirma VOW stellte einen Fleischbällchen her aus einem Wollhaar-Mammut. Das eiszeitliche Tier existiert seit etwa 10.000 Jahren nicht mehr. Die Herausforderung bestand also darin, das seit langem totem Fleisch herzustellen. Dafür nutzten die Forscher die DNA-Sequenzen für das Muskelprotein des Mammuts, also das haben sie. Und dieses sorgt für den Geschmack. Also das gibt nachher den Geschmack vom Mammut. Das ist ganz strange. Und nachher die fehlenden Genverbindungen sind nachher mit DNA-Strängen von Elefanten und noch so ein bisschen anderen Tieren, die es da jetzt aber nicht benennen, aufgefüllt worden. Und die entstehenden Genformeln pflanzten die Wissenschaftler dann in eine Stammzelle von einem Schaf ein. Dadurch konnten sie die 20 Milliarden Zellen wachsen lassen. Das sind 20 Milliarden Zellen, die in einer Schafstammzelle gezüchtet haben. Die haben ich finde es ganz krass. An welchem Punkt wir schon sind. Wir haben ein ausgestorbenes Tier, das mit anderen Sachen, die wir noch haben, aufgefüllt wird. Und jetzt kann man theoretisch, sie haben es noch nicht probiert, weil es nicht so riskant war, so zum Essen. Aber theoretisch ist es jetzt möglich, oder in die Richtung möglich, Geschmäcker von ausgestorbenen Tieren im Labor wiederherzustellen. Das finde ich ganz komisch. Also beim Vorlesen sind wir 2 Ideen gekommen. Erstens mal Ikea, wegen Fleischbällchen. Ja. Wenn die von dem Luft mitbekommen, die werden wahrscheinlich die ersten Abnehmer von diesen Fleischbällchen In sein. Grossmengen. So, wir haben Mammutwoche. Ja, das birgt wirklich ganz neue Arten und Ja, Restaurantideen. hart, ja. Also es kann wirklich alles revolutionieren. Und so ein Tyrannosaurus Rex Steak kannst du bestellen im Restaurant. Ja. Also ich würde das auch mal gerne Also ausprobieren. ausprobieren würde ich es auch. Und das ist, also ich finde es ganz Das ist krass. schon wild, ja. Und die andere Idee ist natürlich Jurassic Park. Darum jetzt auch T-Rex Steak. Ja. Also mit dieser Gensequenzierung und CRISPR-9 heisst das, glaube ich, wo man so Genschnipsel Ja, also rausnimmt. CRISPR und so. kannst du einfach allgemein sagen, weil CRISPR ist einfach die DNA-Schere. Mhm. Ja. Genau, ja.
Ja, es ist glaube ich, in diesem Bereich ist gerade hure viel am Lauf. Und auch Ja, bei Google habe ich das, glaube ich, mal gehört, mit künstlicher Intelligenz und so molekular Genfaltung, irgendetwas, dass man quasi in der Medikamentenforschung kann herausfinden, was für Nebenwirkungen hat das Medikament ohne Tierversuche oder Menschenversuche müssen zu machen. Krass. Also es ist hure. Ja, also Ja. Es geht wirklich in eine hure spannende Richtung. Weil, ob es jetzt ein Mammut ist oder also was auch immer, du kannst auch plötzlich Sachen anders erforschen. Wenn du das kannst in die Ähnlichkeit oder nahe bringen oder sonst etwas. Ich finde das hure interessant. Und wenn du weiter denkst, plötzlich machen wir, wo wir letztes Mal darüber geredet haben, machen wir einen Mensch, das menschliche Fleisch, von denen, also von den anderen Menschenrassen, die es jetzt nicht mehr gibt, die ausgestorben sind, so Neandertaler Das zum war Beispiel. vorletztes Mal. Oder vorletztes Mal. Das ist mega krass. Da können wir vielleicht erforschen, was der Unterschied oder eher was der Unterschied war. Ich finde es einfach spannend, dass so Extrem, ja. etwas im Labor möglich ist. Also für mich, und es ist wieder ein Schaf involviert, das finde ich auch geil. Irgendwie bei so Sachen, Dolly hat es Ja, geheißen. Dolly, Das der erste geklonte- Klon, ja. Ja, also Klon ist immer ein bisschen fies, weil es ist in dem Sinne nur das gleiche Schaf, aber es ist nicht ein erwachsenes Schaf, das man geklont hat, dann hat man nochmal ein erwachsenes Schaf gehabt, sondern man hat ja einfach das gleiche Schaf zweimal gezüchtet, so wie ich es Ja. verstanden habe, oder? Ja, oder es aus dem ist- gleichen... Ja, es sind quasi die gleichen, wenn ich es richtig verstehe, die gleichen Erbinformationen, die dann nachher in Eizellen eingepflanzt wird. Und es haben quasi wie beide die gleichen Startvoraussetzungen gehabt, das gleiche Erbgut. Aber nachher, das wirft ja dann die spannende Frage auf, hat jeder so eine eigene Seele oder ist das dann auch zusammen? Und ist, glaube ich, nicht ganz vergleichbar wie bei Star Wars, so die Stormtroopers, wo erwachsene Männer gezüchtet Ja. werden. Stimmt, das Das sind ja läuft alles... nicht. Also, bei Star Wars sind es auch keine erwachsenen Männer, die gezüchtet werden. Das sind ja Sind's Kinder, die wachsen Babys? viel schneller. Ja, auf Coruscant. Aha. Der Wasserplanet, Ja. oder? Heißt, glaube Coruscant. Ja, der Wasserplanet. Ist es Coruscant? Nein, es ist nicht Also Coruscant. die Coruscant ist, Aliens mit diesen langen genau, Hals- einfach die, Hals, ja, voll auf dem Wasserplanet. Mhm. Heißt, glaube nicht Coruscant. Coruscant ist so ein anderer Planet. Auf dem, es gibt sogar Szenen, wo man sieht, wie die Jungen lernen. Und am Boba Fett, Ja. sein Sohn, ist ja Ja. sein eigener Klon, der nicht verändert wurde. Die anderen sind ja auch aus ihm rausgeklont, aber die sind alle verändert, dass sie nicht er sind. Shit. Und sein Sohn ist genau er. Er hat sich nochmal nachklonen lassen und das ist dann eben der Boba, Okay. der Boba Fett. Und der Django Fett ist der erste und der Boba Fett ist nachher der andere. Also der Grün ist Ist der Al- Django und der, ja, und der Blau Boba, ist... der Boba ist der Blau, glaube ich. Ja, Ist richtig. Boba Fett, ja. Ich kenne nur Tatooine. Dort, wo der Luke Ja, genau, Skywalker ja, Tatooine, mit, ja, Mann, ja, Mann. auf dem Planet, den finde ich geil. Ja, der Anakin auch. Ja, stimmt, ja. Tatooine. Stimmt. Tatooine ist eigentlich recht krass im Mittelpunkt. Ja, voll geil. Aber es hat etwas. Also stell dir vor, du könntest jetzt plötzlich irgendwann Armeen eben züchten. Du nimmst deinen besten Krieger, den du hast, nimmst das weg, was du nicht brauchst, eben irgendwie so die Gefühle, die Emotionen, und du hast irgendwie nur noch das Vertrauen in dich und so drin. Das ist ganz, ganz, ganz krank. Ich will richtig, dass das geforscht wird. Ja. Und wenn man so Sachen hört, dann ist das klar immer noch weit weg. Also das ist ja immer noch eine grosse Schwelle zwischen ein Fleischbällchen machen und einem lebendigen Organismus. Aber Ja. es ist schon, also Geht, glaube ich, schon noch einen Moment, bis deine Ja. Fischstäbchen, die du im Backofen rein tust, dann aus einem 3D-Drucker so rauskommen. oder stell dir vor, du musst dir nur noch einmal ein Fischstäbchen kaufen, dann hat jeder so einen kleinen Drucker daheim und kann alles klonen. Dann ist so ein kleiner Kloner daheim. Du kannst einfach alles klonen. Ja, nein, das würde nicht gehen. Dann müsste es so gegen Geld geschützt werden oder so. Oder das Geld wäre dann wahrscheinlich eh nicht mehr physikalisch, könnte ich mir vorstellen. Bitcoin. Also wenn jeder einen kleinen Kloner dabei hat Ja. oder daheim hat, dann ist Ja. wahrscheinlich, ja, dann ist der Bitcoin wahrscheinlich grösser. Ja, wer weiß, ja. Aber dann müsste es irgendwie ein Urheberrecht auf Erbgut irgendwie so geben. Also du Ja. würdest jedes Mal, wenn dein Erbgut vervielfältigt wird, würdest du Cash so eine bekommen. kleine Kommission. Ja. Stell dir vor, plötzlich wäre es eigentlich so ein Ding, du musst dein Kind so richtig aufzüchten, damit nachher sein Erbgut richtig teuer kannst verkaufen. Alter, das ist, ja, ist so. Ja, ist so. Ja. Menschenhandel würde andere vorne annehmen. Stell dir das Ja. mal vor. Oh mein Gott, mega.
oder Organhandel. Ja. Ist ja auch heute leider ein grosses Problem, dass da in Entwicklungsländern so Leute von der Straße irgendwie mal schnell hindern. Ja, an den Grenzen habe ich schon gehört. Weißt du, weil an den Grenzen ja Leute strandet, die in dem Sinn keiner will nehmen. Und dann, wenn dort einer fehlt und dann kommt das mal wieder, der andere haben es mitgenommen. Ich weiss nicht, ob dann jemand etwas macht. Ja. Ja, und aber auf die einen Seite kannst du Organhandel zum Beispiel kannst du eigentlich obsolet, überflüssig machen, indem dass du so ein Leber kannst drücken oder ein Nierli oder ein bisschen, weiss auch nicht was. Ich sehe schon ein Mikrobudget-Leber. ist günstiger, weißt du, kannst du mehr. Oh mein Gott. Ja, also es sind schon hart, also wirklich abgefuckte Ideen, wo, wenn du Gedanken mal fertig denkst, du weißt gar nicht, in welche Richtung das wird rauslaufen. Ja, wirklich. Und ich meine, wenn wir in diese Richtung forschen, wir wissen ja gar noch nicht, wo es angeht. Also von dem her ist es nicht unrealistisch, dass es irgendwann mal könnte so weit sein, dass wir so Zeug machen. Ja, aber ich weiß nicht. Aber irgendwo habe ich in meinem Kopf immer noch die Überzeugung, oder ich glaube daran, dass der Mensch nie wird können einen Mensch machen ohne Gebären. Also ein Mensch wird nicht einen Mensch können aus dem Nichts erschaffen. Das glaube ich, das wird nie möglich sein, egal wie wissenschaftlich wir vorgestellt sind. Ist aber auch einfach, das glaube ich einfach. Das ist eine Vermutung. Aber ich weiss auch nicht, vielleicht will ich mich mit dem auch selber beruhigen. So. Aber es kommt ein bisschen aus der Psychologie, oder? Ja. Aus der Philosophie, Psychologie. Ja, es hat aber auch einen psychologischen Ansatz. Je weniger dass du weißt, desto besser geht es dir eigentlich. Ja, ich habe jetzt mehr auch das gemeint, rein der philosophische Ansatz, dass etwas nicht mehr kann werden wie das, was es ist. Es ist das, was es ist, und es kann nicht aus dem Ich, was es ist, ausbrechen. Also, ich weiss nicht, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ja, es ist einfach... Ich glaube, irgend so ein gescheiter Mensch hat mal gesagt, ich denke, darum bin ich. Irgendwie so. True, ja, safe, ich kann jetzt nicht genau den Namen sagen, wer das gesagt hat. Das wissen wir alle, darum sagen wir es jetzt auch nicht. So bekannter Mensch. Genau. Aber das Beispiel gibt es zum Beispiel auch mit so multidimensionalen Geschichten. Also zum Beispiel Interstellar, der Film, wo auf den anderen Planet und so überdimensional geworden ist. Und danach hat es sich so die Szene gegeben mit dem Bücherregal. Und er ist hinter dem Bücherregal und er ist so gegen die Wand am Klopfen. Und auf der anderen Seite ist seine Tochter, kann ihn aber nicht wahrnehmen. Aber ein Buch geht irgendwie raus. Und in dem Moment merkt sie, hey, das muss etwas Übernatürliches sein. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, wenn du in einer zweidimensionalen Welt würdest leben, also so Super Mario-mässig, wo du einfach gegen auf und ab so kannst gumpen und alles spielt sich in zwei Dimensionen ab. Wenn du jetzt ein dreidimensionales Objekt dort würdest einfügen und zum Beispiel es ist jetzt verdammt schwierig über den Podcast so zu erklären, aber wenn du dir wie so ein Blatt Papier vorstellst, das auf dem Tisch liegt und du lässt einen Gummiballen theoretisch durch das Blatt Papier durchspringen, danach musst du den Querschnitt von diesem Böllen vorstellen und das ist schnell wieder eine 2D-Fläche. Also ein 2D-Mensch kann sich gar nicht vorstellen, wie eine dreidimensionale Dimension also könnte du kannst aussehen. halt dich nur in diesen Dimensionen bewegen, in denen du wahrnimmst. Und es gibt noch andere, also es gibt ja viele Ansätze mit den Dimensionen. Der Einstein war doch der gesagt hat, 4. Dimension ist Raum-Zeit. Also oder? ja, die Zeitdimension, das ist unsere vierte. Ja. Ja, also es ist interessant, weil eben Tiere zum Beispiel, oder es gibt ja auch viele, die kommunizieren, es ist jetzt keine Dimension, aber es gibt so viele Sachen, wo wir das Gefühl haben, das sei nicht da, nur weil wir es nicht wahrnehmen. Aber eigentlich könnte es da sein. Und da geht es ja dann zum Beispiel um Schallwellen.
Und die Schallwelle ist das Spannende, das haben sie ja gemessen auch, und haben jetzt herausgefunden, die fliegen so schnell wie das Licht. Jetzt ist aber auch, die sind so schnell wie das Licht. Jetzt Schallwellen? Schallwelle. Bin Warte, ich nicht jetzt- Schallwelle. Also, Wie heisst es denn? meinst du Gravitation? Gravitationswelle, Ja, ja, ja. sorry. Ja, Weil jetzt habe Schall, ich, Schall ist ja, ja, mit ich habe das falsche Wort benutzt. 100 km/h, wo dann die Wo dann- Soundbarriere... Ja, genau. Nein, ich meine Gravitationswelle. Ja. Und das Ding ist jetzt aber, wir haben sie so gemessen und alles, aber wir wissen nicht, ob es vielleicht schneller ist und wir nur bis dieser Geschwindigkeit her messen können. Also das ist noch interessant. Und jetzt sind sie ein grosses Teleskop im Weltall. Das hast du vielleicht auch James schon gehört. Webb-Teleskop. James Webb, genau. Und mit dem sollte es ja dann möglich können sein, dass wir Wellen in einer Größe wahrnehmen, die uns könnte so weit bis hinter den Urknall schauen lassen. Weil nach unserem Wissen ist beim Urknall das Universum schon irgendwie 600'000 Jahre alt. Und das vorher wissen wir, also wir wissen ja auch vieles sonst nicht, aber dort kommen wir nicht drunter. Und mit dem könnten wir jetzt drunter kommen, weil das eben andere Art ist. Und dort sind die Wellen, es ist ganz krass. Ja. Ganz krass. Gibt sicher Leute, die auch noch besser daraus kommen als definitiv. wir Schneuz. Definitiv. Aber du hast gerade etwas mega Spannendes eigentlich angesprochen, wo ich auch ein bisschen in die Vergangenheit kann zurückreisen, nicht ganz zum Urknall zurück. Aber ich habe in der Jugend, das ist irgendwie so mit 11, 12, 13, so um das herum, habe ich mal vom Luzidträumen gelesen. Und ich dachte, ja, hure geil. Dem sagt man ja auch Klarträumen. Also für alle, die nicht genau wissen, was das ist. Das ist in dem Sinn, wenn du am Träumen bist, checkst du oder dir ist bewusst, dass du am Träumen bist. Und wenn du diesen Zustand erreichst, kannst du deinen Traum beeinflussen. Also dein Bewusstsein ist dann in diesem Traum und du kannst den Traum so ausgestalten. Und Also bedingt. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal luzid träumt hast. Ja, Ich habe es auch das- schon. Und ja. Es ist schon krass, aber das Ding ist ja, du kannst nicht so wie bei Inception deine Welt jetzt auseinanderlassen. Also weißt, Inception kennt man vielleicht dort. Es ist nicht unbedingt so. Es tönt zuerst geil, aber es ist brutal. Aber auch, ja, erzähl weiter. Es ist auch, Also es ist auch ein Prozess, den man da machen muss, weil also ich wollte jetzt auch nicht Step-by-Step-Anleitung geben, aber du musst in dem Sinne anfangen, um so Reality-Checks in dein Leben einbauen. Und bei Inception war es ja der Kreisel, so der Surli, wo man von ihm, angestoßen also jeder hat hat. einen anderen. Genau, jeder hat einen anderen. Und im Traum ist der Surli quasi, der hat immer weiter getrüllt. Und weil die Realitäten in diesem Film so echt waren, hat man so etwas Kleines müssen als Reality-Check machen. Bei mir war es einfach so, ich habe in die Hände reingeklatscht. Weil häufig im Traum, wenn du mit den Händen etwas machst, du langst schnell mal so durch. Also wie so ein unsichtbarer Gegenstand und du langst durch den durch. Darum so in die Hände klatschen war mein Reality-Check damals. Und dann habe ich angefangen, ein Traumtagebuch zu führen. Und dann halt ganz am Anfang sind das nur so Schnipsel, wo ich gewusst habe, hey, irgendwie bin ich an einem Meer und es war Sonnenuntergang und es hat eine Palme auf der rechten Seite irgendwie gehabt. Und dann ein paar Träume später konnte ich mich dann schon an mehr Sachen erinnern. Also du machst immer ein bisschen Fortschritt und du fährst in dem Sinne so an, dass du probierst, dich an Träume einfach mal zu erinnern. Das war der erste Schritt. Und dann irgendwann hast du bist du im Traum immer aktiv dabei gewesen, aber du hast es wie nicht so beeinflussen oder du hast deine Handlungen nicht so genau können dingseln. Und dann bei mir war es sogar dann so, als ich dann den Reality-Check im Traum gemacht habe, das ist die Idee von dieser ganzen Geschichte, bin ich eine Art immer verwacht. Also dann ist mein Bewusstsein oder so Hat eingeschaltet, ja. hat so eingeschaltet und so wow, wo bin ich da gerade? Und dann bin ich verwacht. Und dann hat es so einen schicksalshaften Moment gegeben, einen schicksalhaften Traum, wo ich von einer Lady im Traum quasi
ans Luzidträumen angeführt worden bin. Also es klingt jetzt hure abgefuckt, was ich erzähle. Aber das war mein erster Luzidtraum, wo so eine Lehrerin auf mich am Warten war. Das war auf einem Hausdach oben. Ich An glaube, du hast dieser einfach Stelle... schon zu viele Animes geschaut. Ja, ist durchaus Also, dass möglich. so eine ja, kommt und das erklärt, weil es ist mega spannend. Ja, ist durchaus möglich. Eben, da kommen ja Sachen zusammen und du kannst, also eben, bei mir waren es 2 Luzidträume, aber wenn das halt bis ins Unendliche raus trainierst, kannst du in dein Unterbewusstsein abtauchen und Sachen finden. Aber so weit ist es bei mir nie gekommen. So. Ja, es ist ja auch... Also, ich weiss nicht, bei mir ist es nicht annähernd so aufsteigender, klarer Weg gewesen, so ja, dort hin, sondern es ist mehr einfach gewesen, ich weiss nicht, bei mir ist es so gewesen, dass ich, wenn ich kann das nicht können, am Abend einschlafen und dann luzid träumen, sondern bei mir ist es so gewesen, dass wenn ich eingeschlafen bin, habe ich einen Wecker gestellt in der Nacht. Und wenn ich dann aufgewacht bin, habe ich auf die Uhr geschaut und bin wieder eingeschlafen und habe dann aber gecheckt, dass ich jetzt schlafe und habe im Traum wieder auf die Uhr schauen. Und wenn die Uhr etwas ganz Komisches, ich hatte so einen blauen Digitalwecker gehabt. Und wenn die etwas ganz Komisches angezeigt hat, habe ich gewusst, jetzt bin ich im Traum. Und ich habe es aber nicht so krass steuern können. Also ich habe jetzt auch nicht, das, was du gesagt hast, mega spannend mit dem durch Sachen durchlangen, ist mir gar nie so gewesen, sondern bei mir ist es eher so gewesen, dass ich die Leute aussenrum haben eine mega Situation gehabt. Also ich bin immer irgendwie in eine Krise hineingekommen von Leuten oder etwas, oder ich bin in einer Krise gewesen, und ich habe dann in dieser Krise hinein, bewusst, dass es ein Traum ist, versucht irgendwie das zu lösen oder zu handeln. Okay. Aber ich hatte nie so ein klares Ding gehabt, so ein Erlebnis, wie so eine Lehrerin oder so, sondern eher so, dass dann in Zukunft, wo ich das nicht mehr so bewusst probiert habe, wo es dann einmal wirklich funktioniert hat, ist es dann mehr so gewesen, dass ich auch heute noch habe, wenn ich in der Nacht aufwache und dann wieder einschlafe, dass ich sehr bewusst weiß, dass ich jetzt gerade träume und das dann anders geniessen kann. Ich tue es nicht beeinflussen, aber ich kann es anders geniessen, weil ich weiß, dass es ein Traum ist. Ja. Was aber schlimm ist, wenn ich in so einem nicht weiss, dass es ein Traum ist, dann aufwachen, bin ich recht verstört. Dann bin ich zuerst gerade so, oh ja, stimmt, okay, es geht gar nicht an mein Leben, es ist gar nicht da, okay, ich bin da. So. Ja, Aber, ja, also an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, das ist am Zürichsee, und genau an dieser Stelle, so die Aussicht, wo wir vom Balkon hatten, genau an diesem Ort ist ein riesengroßes Hochhaus, irgendwie so 200 Meter hoch gestanden, und ich bin zuoberst oben auf dem Dach oben plötzlich. Und das ist ein riesen, also es macht überhaupt gar keinen Sinn von den Dimensionen und so, aber es ist ein riesengroßes Dach gewesen. Und auf dem Dach oben hat es eine Art, es ist genau ein quadratisches Pult gewesen. Und das ist ziemlich in der Mitte von dem Dach ist das gestanden. Und dann von dem Pult ist dann eine Art wie nochmal ein bisschen weiter raufgegangen. Irgendwie so lüftungskanalmäßig ist das Dach wie noch weiter raufgegangen. Und das Pult, und danach ist eben so aus dem Nichts ist so meine Lehrerin gekommen und hat irgendwie zu mir geredet. Lehrerin gewesen? Nein, also der Mensch, den habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen, ja. Einfach, ja, irgendwie. Hey, aber das tönt wirklich wie ein Anime. Ja, so ein das ist- Hochhaus, Ja, dann ja. hat dort einfach so ein Pult. Das muss man... Also ich habe im Kopf gerade Zeichnungen, weißt du, wie das aussehen ja, würde. jetzt musst du zuhören. Und, nachher hat mich dann die Lehrerin quasi so in Empfang genommen und zu mir geredet, so Nils, du hast so einen weiten Weg gehabt und so, und ich bringe jetzt dir bei, wie du das und das kannst machen. Und ich habe mich dort einfach führen lassen. So. Ich war auch Teilnehmer vom Traum, aber die Handlungen sind passiert. Und bis zu dem Moment aber einfach so stiller Teilnehmer. Und sie hat dann mich an das Pult, also das quadratische weiße Pult, angeführt. Und auf dem Pult war ein A4-Blatt Papier und ein Bleistift. Und nachher hat die Lehrerin zu mir gesagt, so, jetzt nimmst du den Bleistift in die Hand. Im Traum habe ich zum Beispiel auch mit rechts gezeichnet. Sonst bin ich Linkshändler, krass. zum Beispiel. Und danach habe ich mit dem Bleistift
angefangen, einfach so schattieren. Und aus dem Bleistift, aus dem Graphit, ist ein Regenbogen rausgekommen. Also aus einer Farbe ist ein farbiger Regenbogen so dann plötzlich auf dem Papier gewesen. Und nachher redet sie wieder so zu mir und siehst, schau, das kannst du im Traum und so. Und jetzt schau mal rauf. Und nachher habe ich an die Wand, wo so lüftig ist, noch weiter raufgegangen, habe ich raufgeschaut und dort auf dieser Wand war dann mein Regenbogen projiziert gewesen. Alter. Und das ist die erste so Handlung die ich im Traum wie so selber gemacht habe und es hat sich etwas verändert. Und nachher haben sie mich gebeten aufzustehen und dann sind wir wie so als Geländer von dem Hochhaus angelaufen. Und darum die Aussicht, die ich an dem Haus früher in der Kindheit hatte. Und man hat so ein Zipfel vom Zürichsee hast du dort noch gesehen. Und auf dem Zürichsee, keine Ahnung wieso, aber es sind so 3 Wikingerschiffe am Fahren gewesen. Und ich konnte die hure gut sehen, sind auch viel zu gross eigentlich für den Traum gewesen. Und danach hat sie mir gesagt, so und jetzt kannst du machen, was du willst. Und nachher habe ich mit meinen Gedanken ein Schiff, ein Wikingerschiff, so ganz langsam wie bei Star Wars, so mit dieser Magie. Wasser gekippt, oder? Genau, so aus dem Wasser aufgezogen, in der Luft umgedreht und dann losgelassen. Und es ist auf dem Kopf wieder ins Wasser hineingefallen und es hat eine riesige Flutwelle so gegeben. Also, Wow, wie voll- geil, Alter! Wie geil! aber also ich habe auch ein halbes Jahr oder 3/4 Jahr habe ich auf das müssen trainieren mit Ja. Traumtagebuch und so. Ich wollte sagen, weil das habe ich alles nicht gemacht, so Ja, weit bin ja. ich auch nicht annähernd gekommen. Also das ist krass. Und darum ist mir die Idee vom Luzidträumen eben gekommen, mit so überdimensionalen Sachen und Sachen, die man nicht sieht, aber sie existieren trotzdem. Das war der zweite Luzidtraum, den ich hatte. Insgesamt nur 2 und nachher ist es mir irgendwie jetzt näher gegangen oder so und dann Es habe ich ist es eben wieder probiert zu verlernen. Also wenn es das erste Mal funktioniert, ist es eine Freude und ein Schock zugleich. ja. Weil in dem Moment, du bist dir ja schon bewusst, dass es ein Traum ist, aber es fühlt sich ja so real an, dass es schon schwierig ist, gerade die ersten Momente nach dem Aufwachen eben das auseinanderzuhalten. Was ist jetzt gerade im Traum noch passiert? Oder welches Gefühl habe ich aus dem Traum in mir? Oder welches Gefühl habe ich von gestern Abend oder vom jetzigen Sein? Genau, und da kann ich vielleicht nachher noch schnell von einer Schlafparalyse erzählen. Aber der zweite Traum mit diesen Dimensionen war so im Mittelalter-Setting. Also alles so 14. Jahrhundert Marktplatz. Links und rechts überall so Obststände und so. Und voll belebt. Und nachher bin ich irgendwie ein Kind gsi, so von der Augenhöhe. Habe ich das Gefühl gehabt, ich bin recht tief unten. Und dann hat es irgendwo, so gerade an einem Seitengässchen, hat es so einen ganz kleinen Marktstand gehabt. Und der hat nur noch eine Frucht zum Verkaufen gehabt. In dieser Auslage hat es nur noch eine orangige Frucht gehabt. Aha. Und ich habe diese Frucht irgendwie gekauft. Und es hat richtig dubios ausgesehen. Ich habe die gekauft, ich habe die gegessen. Und in dem Moment, wo ich den Bissen runtergeschluckt habe, hat die ganze Welt, der ganze Marktplatz ist quasi gefreeze gsi. Es war einfach pausiert gsi. Mannequin Challenge. Ja, genau. Es ist einfach jeder Vogel und so ist pausiert gsi. Jeder Mensch, der am Laufen war, wirklich gefreezed. Und nachher, ich bin der Einzige, der sich so normal bewegen konnte. Und in dem Moment habe ich gemerkt, zwischen den Leuten laufen ganz andere Wesen irgendwie durch. Und die bewegen sich halt so schnell, dass normale Menschen das gar nicht sehen können. Und ja, also total. Mega geil. es ist- Verfilmen wir das, Alter. Ich finde das mega geil. Ja, und das nach dem Aufwachen, ich habe gedacht, hey Kollege, ist das gerade echt gewesen? Weil das fühlt sich ja unglaublich echt an. Und ist zum Beispiel für mich jetzt in dem Moment ein Erklärungsansatz für so Schutzengel und so gewesen. Wenn etwas einfach, wenn du in einem Moment Glück hast und irgendwie, es auch nicht gerade in einem Unfall
ist es nicht zu einem Unfall gekommen oder so, dass da einfach irgendjemand noch ein bisschen auf dich aufpasst. Ja, Ja. also ist noch, also ich finde es mega cool, wie das dein Hirn wirklich ein Anime baut. Also das ist ja wieder so typisch Anime, so dass du laufst über den Marktplatz, dann hast du überall Früchte voll ausgelegt und dann hast du einen, der nur noch so eine rausstechende Frucht hat. Und du nimmst die und isst und wo du das isst, passiert etwas. Das ist so richtig, ja, wirklich, das ist Stoff für ein Anime. Und jetzt wäre er in so einer Zwischenwelt, weißt, und in dieser Zwischenwelt Ist er gefangen, und nachher genau, und er merkt, lernt er. zuerst ist es hure schön und alles mega geil und dann merkt er, fuck, ich komme nicht mehr zurück. Und Boah, nachher lernt er einen zweiten Menschen kennen, der die zweite Frucht gegessen hat und verliebt sich oh in mein den. Gott, Und ey, wir haben nachher gerade ein müssen sie- Anime. Also das, aber das habt ihr jetzt von uns gehört. Also Ja. bitte, wenn ihr das Drehbuch schreibt, einfach unten dran. Urheberrecht Pushcast. Genau. Alter, wie geil. Ja, und das war recht viel später, hatte ich dann mal noch ein Erlebnis mit einer Schlafparalyse gehabt. Und dort es war ganz ein kurzer Traum. Ich bin so in einer Schneelandschaft. Geschwind nochmal Ja. Schlafparalyse. Geschwind vielleicht nochmal Tue sagen. ich gerade erklären. Ich war so auf einer riesengroßen Schneelandschaft gewesen und weiss auch nicht, in 20 Kilometer Entfernung hat es so eine Bergkette gegeben. Hat alles so ein bisschen schweizmässig ausgesehen. Und dann nachher, ich bin in meterhohem Schnee, bin ich so am Laufen gewesen. Und dann habe ich gemerkt, hey, Moment, irgendwie etwas stimmt mit dem Berg nicht. Und dann vor meinen Augen bläht sich der Berg so wie ein Ballon so immer mehr auf. Und irgendwann explodiert der Berg wie ein Ballon. Und die Trümmerteile, die Gesteinsbrocken, die haben dann so links und rechts neben mich eingeschlagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, fuck, der grösste Brocken kommt auf mich zu fliegen. Und in dem Moment bin ich quasi verwacht. Und nachher habe ich die Augen eine Art wie wieder zugemacht. Und dann habe ich mich auf einem Operationstisch wieder gefunden, wo oben mir so das Kreislicht, sagt man dem, glaube ich, so das runde Licht. Ich bin immer noch im Operationssaal. Ich habe so links und rechts habe ich Doktor gesehen, die mir am Rumbasteln sind. Habe ich wieder die Augen aufgemacht, bin wieder in meinem Bett gelegen und ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich war paralysiert. Also was ist eine Schlafparalyse? Ja, ich habe es Also wirklich nicht verstanden. Schlafparalyse ist, du bist wach, aber du kannst dich nicht bewegen. Aha. Das ist Schlafparalyse. okay. Und eben bei mir noch in Verbindung mit dem Operationstisch und das ist hure Krass. also auch wieder eine ganz kranke Erfahrung gewesen. So, wenn du die Augen zugemacht hast, haben dich die Doktor aufgeschnipselt, hast die Augen wieder aufgemacht. Ja. Bist du dann wirklich aufgewacht oder hast du nur geträumt, dass du aufwachst? Ich bin wach im Bett gelegen und ich konnte mich nicht bewegen. Ich bin in meinem Kinderzimmer, in diesem Bett, bin ich wie gelähmt. Bin ich einfach am Liegen gewesen. Und dem sagt man Schlafparalyse. Ist aber wirklich Also kann ich mir das vorstellen, wie so 3 Stunden im Bett liegen und du kannst nicht mehr bewegen, du Ja. kannst nicht reden, du kannst nicht... Oder ist es einfach so ein bei mir, Augenblick? Bei mir ist so, ich hätte jetzt gesagt, 2 Minuten ist es gegangen. Eben, das ist so es- ein Augenblick ja. mehr. Ah, okay, Ja, ja. okay. Ja. Ja. Das ist krass. Ja, und ich habe dann dort mal nachgelesen, was das genau ist. Und das ist eine Art mit der linken und mit der rechten Hirnhälfte. Wenn du eigentlich wach wirst, dann wird die Verbindung zwischen links und rechts eine Art wie so hergestellt. Und wenn du eine Schlafparalyse hast, dann ist der eine Teil schon wach und der andere ist noch am Schlafen. Eben, Von dem du her- bist also nicht ganz wach gewesen. Nicht- Weil eben, ja, das ist meine 50%. Erklärung gewesen. Wie kannst du ganz wach sein, da sein und trotzdem noch in den Schlaf... Aber ja, das macht Sinn, ja. Irgendwie, also ich konnte schauen, ich konnte meine Augen bewegen, aber meine Hände, meine Füße und so sind einfach nicht vorhanden gewesen. Krass. Und einfach so, also wenn du so mit den Händen rumfuchteln bist, das ist das Normalste auf der Welt. Aber dort ist es einfach nicht gegangen. Das ist krass. Das ist hure heftig. Voll. Also erinnert mich Das- auch gerade noch an etwas, was mir als Kind mal im Schlaf passiert ist.
Also ich bin am Schlafen gsi, ganz normal, und ich hatte den Klassiker-Traum gehabt. Bei mir hat es halt als Kind wirklich gegeben, dass ich einfach so abgestürzt bin. Ich bin einfach So gefallen. freie Fall, Genau. das Gefühl. Und dann bin ich gefallen, dann bin ich aufgewacht und dann bin ich aufgewacht, von meinem Bett absteigen und bin geflogen. Ich bin am Fliegen gsi. Ich konnte nicht am Boden können. Und dann bin ich auf die Bettkante und bin abgegumpelt und bin wie so durch mein Zimmer geflogen. Und dann bin ich vorne zum Mami und dann bin ich aufgewacht. Ja. Also ich bin wie im Traum vom Schock aufgewacht. Ich bin mir zu 100% sicher gewesen, dass ich wach bin. Dann bin ich von dem Bett aufgestanden und geflogen. Und dann habe ich wirklich gemeint, ich kann jetzt fliegen und habe dann Mami vorne erzählen. Und dann bin ich aufgewacht. Ja. Richtig aufgewacht. Und dort bin ich aber irgendwie 9 oder 8, 9 Ja. oder so gewesen. Dort bin ich auch recht nachher kurz so im Bett gelegen und dachte, Scheiße, bin ich jetzt am Schlafen oder bin ich nicht am Schlafen? Zuerst habe ich gedacht, es läuft vielleicht auf so etwas raus, weißt? Aber also von diesen weirden Aufwachmomenten oder nicht. Und dort eben ist dann auch meine Lösung, ja gut, du bist nicht aufgewacht. Ich bin einfach am Schlafen gewesen, aber irgendwie muss doch etwas in mir innen aufgewacht sein. Komisch. Ja, also eben Lucidträumen, das funktioniert, das kann man trainieren. Aber für mich, das Resümee, das ich muss ziehen muss, ist einfach, irgendwann geht es dir zu nahe. Du kannst... Also das willst du eigentlich gar nicht. Du Ja, willst es den ist vor allem- Schlaf als Erholung geniessen und nicht unbedingt zum deine Realität, dein normale Leben, und du gehst träumen, um dir eine Welt zu erbauen, die es gar nicht gibt. Ja. Also eben, es ist ja am Ende immer noch einfach etwas, was du dir erschaffst. Und es ist eine Traumwelt. Es ist eine Traumwelt. Es ändert nichts in deinem Leben, es macht dich nicht glücklich. Es ist im Leben selber eher anstrengend. Also von dem her, ausprobieren würde ich schon mal empfehlen. Aber ja, also es kann auch verwirrend sein. Ja. Schon. Aber es ist ein cooles Thema. Also, Ich es finde ist auch, ja. sehr interessant, was unser Hirn eigentlich da macht. Ja, und wie, also das heisst ja auch quasi so im wachen Zustand oder wenn du für die Schule am Lernen bist oder so, du nutzt irgendwie 1 oder 2% von deiner Hirnleistung oder kannst du richtig aktivieren. Ja, also allgemein nutzt man nur immer ein Oder Prozent. so, ja. Auch im Schlaf nutzt du nicht mehr Prozent. Du nutzt gleich viel wie sonst. Aber was man ja weiss oder sagt, in der REM-Phase, REM-Phase, ja. Rapid Eye Movement Genau. Phase, in der träumt man und in der ist das Hirn genauso, wenn nicht noch aktiver wie im Wachzustand. Darum kommt das auch zustande, weil fürs Hirn bist du nicht, also ist in dem Sinn alles gleich, wie wenn du wach bist, bis aufs Aussenfeedback von der Außenwelt. Ja, darum passiert das, also darum funktioniert so Zeug überhaupt mit unserem Hirn wahrscheinlich. Das ist ganz krass. Das ist ganz krass. Ja, und darum Inception finde ich einen hammergeilen Film. Auch wenn es sehr viel brutal. Also Fiktion, aber Inception ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Nur schon wegen DiCaprio. Geil, so, Sieg. einfach weil er macht. Ich kaufe ihm einfach all seine Rollen immer ab. Nein, wirklich. ja, das ist so eine magische Kraft, die Ja. er irgendwie hat. Irgendwie bringt er das an, dass du dich voll in die Person hineinfühlst. Und er spielt ja ganz verschiedene Personen. Also er spielt vom ganz Erfolgreichen, spielt er auch den psychisch Kranken. Und er macht es bei allen einfach gut. Er hat ja auch da den, Wolf of Wall Street. zum Beispiel eben der Finde ich erfolgreiche, ganz aber auch geil Film. brutal Ja, guter Film. Ganz geil. Oder halt dann dort, wo er eben mit der Airwing unterwegs ist. Wie heisst es? Wo er Pilot spielt. Er ist ein junger Pilot und tut aber nur Dokumente fälschen. Oh, ja, er ist ja, eigentlich ja. ein Dokumentenfälscher. Ja, ist wo er nach so einer wahren Briefmarken Geschichte- irgendwie dran nimmt, Also zum er Checks. wird dann zum ja genau, er tut Checks fälschen und auch eben sein Pilotending und er wird dann zum Pilot, aber ist gar kein Pilot. Und auch hure guter Film, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ja. Sehr bekannt. Titanic. Titanic natürlich, ja. Ja. Titanic, da habe ich wieder den Fanboy-Moment aus dem Filmbereich einfach. Weil sie einfach auch bei diesem Film Sachen gemacht haben oder cool umgesetzt haben, wie du so noch nicht gekannt hast.
Ich habe den Film erst einmal geschaut und dort mit einer etwas falschen Person. Und darum ich kann den Film, glaube ich, nie mehr in meinem Leben schauen. Ja. Nein, also dann müssen wir mal schauen. Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Dann machen wir Nein. zuerst ein bisschen Swiss Date und nachher schauen wir Ja, den Film. apropos Swiss Date, Ja, das das ist ist mir jetzt gerade in eigentlich den Sinn eine gute gekommen. Überlegung, ja. Und das ist eigentlich auch, ja, so Titanic dort, der Film ist eine Tragödie, weil dort eigentlich der Lieblingsmensch, es gibt kein Happy End, so. Das Also Ganze ja, ist, sie überlebt. sie überlebt, aber Ja. der DiCaprio stirbt. Gut, das ist egal, er ist der Mann. Das ist wirklich so. Sie ist die Oh. Hauptrolle, er ist nicht die Hauptrolle. Also, es ist in dem Sinn kein Happy End, das stimmt schon. Aber auf die andere Seite hätte er auch alle können sterben. Dann wäre es kein Happy End. Also es ist so etwas zwischendrin. Ja, Irgendwie. also nein, ich muss anders sagen. Wir sind dort fast beide am Latschen gewesen und ja, das war ein wager Moment gewesen. Ah, krass. Ja, darum der Film an alle zukünftigen, wo bei mir irgendein ist, der Film ist tabu. Den kann ich einfach nicht mehr schauen. Es ist, Ja. glaube okay, das ist ein Film, der schon gut Ja, oft geschaut worden ist. Würde ich absolut, ja. Aber zurück zum Thema Swiss Date! Swiss Haben wir eigentlich irgendetwas gemacht? Wir haben immer irgendwie so Swiss Date, aber ja, ja. ich glaube schon. Ja, stimmt. Aber dreimal Schmützli Ja, geben. genau. Ja, wie wir es letztes Mal erfahren haben. Ja, fix. Was wir das letzte Mal eigentlich mit dieser Frage sind wir das letzte Mal stehen geblieben, mit der Frage 15 von 36, also ziemlich in der Hälfte langsam angekommen. Es ist noch Zeit zum Verlieben. Also bei meinst du, dir du bist noch jetzt nicht noch nicht gefunkt? verliebt? Wenn es bei dir noch nicht gefunkt hat. Und zwar Frage 15 ist gewesen: Was ist der grösste Erfolg deines Lebens? Ich habe mir da eine ganz plumpe Antwort überlebt. Jetzt habe ich schon Überlebt? gesagt. Ja, ich habe überlebt. Ich lebe noch. Aha. Das ist mein grösster Erfolg, den ich verbuchen kann, dass ich jetzt noch lebe. Weil mein Leben, dass ich das leben kann, ist am meisten wert. Also der grösste Erfolg, den ich kann, ist eigentlich, dass ich noch lebe. Auch wenn ich da nur bedingt was dafür kann. Aber so ganz einfach ist es eigentlich wirklich das. Weil das Leben ist irgendwie so. Das Leben ist. Ja. Schreck ist Leben. Ja. Shrek is Nein, love, aber Shrek wirklich. is life. Ja. Ja. Also einfach mein Leben. Also ich habe dann noch eine andere, aber so grundsätzlich mal mein Leben, dass ich noch lebe. So, ich habe jetzt meine Antwort mehr auf meine Taten, Ja, voll. etwas, was man selber erreicht hat. So. Was ist dort deine Antwort? Es ist ein bisschen schwierig. Also auf die eine Seite ist es ja Friends, Familie, also der gute Kontakt zu Familie und Friends, was auch nicht selbstverständlich ist, sondern eben in dem Sinn ein Erfolg, dass das noch so ist oder wieder so ist. Und auf die andere Seite so kommerziell der Erfolg ist es, dass ich immer meinen Kopf durchgesetzt habe. Eigentlich. Mein grösster Erfolg ist, dass ich die Lehre abgebrochen habe und selber das gemacht habe, was ich will. Das ist mein grösster Erfolg, auch wenn das Lehrabbrechen sich nicht als Erfolg anhört. Aber es war ein Erfolg für mich. Für mich ist es mein grösster Erfolg. Ja. Ja. Weil dort musste ich das erste Mal richtig für mich einstehen, auch wenn die ganze Welt sagt, nein. Ja. Das ist für mich wirklich mein grösster Erfolg. Und ich denke, es gibt sicher auch Leute, die das relaten können, wenn du einen Moment hast, wo du das eben nicht gemacht hast. Ja. Und darum ist das, ja. Also das, Familie und natürlich das Leben. Ja. Ich komme zu dieser Frage auch. Also es ist geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und das ist im Jahr, lass mich nicht lügen, ich glaube es im 20 ist das gewesen, vor 3 Jahren ist das mittlerweile, wo es auch bei mir daheim einfach nicht mehr funktioniert hat und wo ich auch für mich eingestanden bin, das erste Mal gegenüber meinem Papi vor allem, in dem Sinn für mich selber eingestanden bin, für mich entschieden habe, für mich Konsequenzen so getragen habe. Und das ist dann, in dem Sinne so gewesen, dass ich hinter dem Rücken von meinem Papi alles gekündigt habe. So die Sachen, die er damals für mich noch gezahlt hat, Krankenkasse und so Geschichten.
alles gekündigt, Versicherungen für den TÜV und sonst alles. Hinter seinem Rücken eine Wohnung angefangen habe zu mieten. Und dann 2 Wochen, bevor ich dann umgezügelt bin, habe ich meine Stiefmami, meinen Papi an den Tisch beordert. Gesagt, sorry, so kann es leider nicht weiterlaufen. Ich muss da verschwinden, einfach damit ich nicht in die gleichen Probleme hineinlaufe, die ihr habt. Das sind eure Probleme, die müsst ihr lösen. Ich bin kein Teil von dieser Lösung. Abgesehen davon hast du sie ja eh nicht lösen können. Genau, Ja, ja. und also die Probleme, die dort, da kann ich jetzt wirklich nicht genau sagen, was alles dort rum glaub auch ist. nicht wichtig. Aber Es hat ja jede Familie seine eigenen Ja, ja. Probleme. So. ja. Aber ich kann kein Teil von dieser Lösung sein. Ich wäre aber in den Problemstrudel hineingezogen worden. Und dort musste ich dann einfach verschwinden. Also, ich habe an diesem Gespräch habe ich gesagt, so, ich ziehe in 2 Wochen aus. Ich sage euch nicht, wohin. Und das wird jetzt für lange Zeit das letzte Wort sein, das ihr von mir gehört. Ja. Und da, so traurig das eigentlich ist, aber der Moment ist, denke ich, fast so der Schlüsselmoment. Ja, so ein Schlüsselmoment mit einer richtig weitreichender, wie sagt man, weitreichende Konsequenz. Oder? Ja. Konsequenz klingt immer so negativ, aber ja schon. Also jetzt zum Positiven. Das ja, ist in dem Sinn auch der Startschuss für Eigengrau gewesen, um zu sagen, hey, so, ich bin jetzt unabhängig, hey, ich rufe dir, André, und dem Kollegen noch dort an und wir gleisen jetzt etwas auf und ich muss, und das ist auch ein ganz entscheidender Satz, ich muss an niemandem gerecht werden, ich kann machen, was ich will, ich muss nur mir selber, ich muss zufrieden mit mir selber sein. und da haben wir ja alle schon genug mit zu tun. Zufrieden mit uns selber sein, sind wir ehrlich, gerade in unserer Generation. Also, zufrieden mit sich selber sein wird wahrscheinlich dann der grösste Erfolg werden. Der neue grösste Erfolg. Ja. Also, da sagen dir Influencer, du musst auf Thailand ein halbes Jahr irgendetwas, damit du zu dir selber kannst finden und glücklich kannst werden. Aber das geht auch anders. Das geht viel einfacher. Es geht auch am Zürichsee. ja. Aber ich finde es noch spannend, eben, dass wir beide, wenn wir so ein bisschen überlegen, auf ähnliche Resultate gekommen sind. Eben die Momente, wo man für sich einsteht. Eigentlich die Momente, die sich am schlimmsten angefühlt haben in unserem Leben. Ja. Sind die, wo wir jetzt, ein paar Jahre später, schon sagen, das sind die wichtigsten Momente. Das können wir jetzt eigentlich lernen für unser weiteres Leben. In dem Moment, ich hatte die Unterhose drunter, ich habe meine Farbe bekannt. Also Ich wollte etwas Dummes sagen. mit der Unterhose. Nein, ich wollte sagen, hast du deinen Schwanz selber in den Arsch gesteckt? Nein, das nicht. Aber in dem Moment, wo du für dich selber einstehst, du fühlst dich richtig schuldig, weil du an jemandem plötzlich nicht mehr gefällst, wo du 20 Jahre lang gefallen hast. Und in dem Moment, also mein Papi hat mich vom Tisch geschickt, der hat nicht mehr mit mir geredet. Und das ist jetzt so im Nachhinein, für mich, ich kann über dem stehen, aber er hat mich vom Tisch geschickt und das war sein letztes Wort zu mir. Er hat mich quasi böse verabschiedet. Und, Krass. Ja. Und seit diesen 3 oder jetzt 4 Jahren habe ich kein Wort mehr mit meinem Papi austauscht. Ja, aber es ist noch krass, wie das immer mit Familie zusammenhängt. Weil bei mir ist ja auch meine Family, meine Mami, die hat einfach gesehen, wie ich am Leiden war und hat einfach gefunden, hör auf leiden, egal wie, wenn du für das die Lehre abbrichst, dann mach das. Aber mein Papi war dort dann auch nicht happy gewesen, total verständlich, nach 2 Jahren Lehre etwas anrühren. Und dort hat es auch zuerst eben verständliche Krisen gegeben. Und ich habe mich auch unglaublich schuldig gefühlt ihm gegenüber. Einfach weil ich in dem Sinn das, was sie mir gegeben haben, wegrühren. Also habe ich ja gar nicht, aber so fühlt sich das an. Und ich habe auch die gute Zeit, als ich nachher ausgezogen war und so, auch für mich wieder den Weg zurückfinden zu meinem Papi oder zu meinen Eltern
Und habe selber mir in den Arsch treten, um zu merken, hey, du musst nicht deinem Papi gefallen, aber das, was er dir sagt, sagt er dir einfach, weil er dich gern hat und weil er Angst hat, dass dir etwas passiert. Und das ist ja eigentlich bei mir jetzt ist das der Punkt, wieso er hässig war. Und von dem her ist es eigentlich Fürsorge. Aber manchmal geht das nicht miteinander zusammen, was du willst und was deine Eltern wollen, vor allem in diesem Alter. Und ich bin heute mega dankbar, dass meine Eltern es trotzdem zugelassen haben. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, alle der Meinung, dass das richtig war. Also, ja, mittlerweile ist das wieder zurückgekommen. Die Unstimmigkeit hat einfach Zeit und Platz gebraucht. Und dann geht das auch wieder. Das ist vielleicht bei euch etwas anderes, wo vielleicht viel mehr Zeit und viel mehr Platz braucht. Aber ich glaube, dass so etwas manchmal wichtig ist, dass man eben auch vielleicht wieder zueinander finden kann. Weil man kann nicht immer gleicher Meinung sein. Gerade bei so wichtigen Entscheidungen darf es dann eben am Kind oder dir auch egal sein, was die anderen sagen. Muss es. Ja. Ja, also auch wieder ein Kompliment an die hure Frage. Also das ist hure krass, Ein was... Kompliment an uns selber, weil wir auch so geile Antworten haben. Nein. Nein, aber Das sind die wirklich Frage, gute Fragen, die ja. locken schon hure Sachen aus. Also das, Nächstes das, Tinder-Date. sorry? Nächstes Tinder-Date. Ja, geht einsetzen. Ja. Ich glaube, die nächste Frage ist auch noch eine spannende. Und zwar, was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Da habe ich gerade eine gute Antwort. Oder? Sag du. Und zwar, ich habe einen ganz bestimmten Kollegen und ich glaube, wenn er das hört, dann weiß er, dass er jetzt hier angesprochen ist. Das habe ich im letzten Jahr auch mal gesagt. Und zwar, es hat Zeiten gegeben, wo wir uns nicht so häufig gesehen haben. Also wo es auch ein Jahr, 2 haben wir uns nie gehört, nie gesehen, nie geschrieben, nie gar nichts. Und dann haben wir wieder zusammen etwas unternommen. Wir sind im Auto danach so reingehockt. Und es ist einfach so, was läuft bei dir? Ja, nicht viel. Und was läuft bei dir? Ja, auch nicht so viel. Gut. Also so das... Also das ich Uninteressanteste macht für mich fast eine schöne Freundschaft aus. So dass die tiefe Verbundenheit ohne etwas Spezielles, Erzwungenes oder sonst irgendetwas müssen zu haben oder zu sein. Also ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ich hätte es anders formuliert. Ja. Ich hätte gesagt, Freunde, wo egal wie lange du mal einander nicht siehst oder nicht miteinander etwas machst, wenn du dich siehst, ist es wie in der Sekunde, wo du dich das letzte Mal gesehen hast. Ich habe auch jetzt einen Kollegen, den ich seit 3-4 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und man versteht sich super. Man weiss, man ist gerade, wenn man miteinander redet, wieder auf dieser Ebene. Weil man weiss einfach irgendwo im Hinterkopf, hey, wir haben so viel erlebt, so viel miteinander. Der Mensch will mir nichts Böses, er hat mir die letzten 15, 20 Jahre nichts Böses wollen, will er auch jetzt nicht. Und ich glaube, das Urvertrauen an Freunde, dass ich weiss, auch wenn wir uns nicht sehen, wenn wir uns wieder sehen, haben wir eine super Zeit. Ja. Und natürlich halt das, also ich würde sagen, Eigenschaft. Wie war die Frage genau? Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Ja, eben das, dass wenn man sich auch nicht sieht, dass man dann trotzdem, wenn man sich sieht, wieder es einfach super hat und es einfach eine schöne Zeit hat. Und es keinen Zwang gibt, sich die ganze Zeit zu sehen. Weil das ist das Toxische für mich an Freundschaften. Und eine gute Freundschaft macht für mich aus, dass wir dann, wenn man sich sieht, haben wir es gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Und wenn jemand den anderen mal will hören oder reden, dann Leute an. Ich weiss jetzt, ich habe jetzt Kollegen, wenn es mir jetzt mega schlecht geht, ich habe x Leute, die ich wüsste, denen könnte ich jetzt anrufen und die verstehen mich. Und ich glaube, das eben mit dem, das Kennen, das ist für mich das Wertvollste. Ja. Das ist vielleicht noch mal eine andere Frage, aber wie das eben zustande kommen kann. Ob das nur der Zeitfaktor ist, wo so etwas... Ja, aber da habe ich im Fall auch schon das Gegenteil. Es ist der Zeitfaktor plus in dieser Zeit immer ein Gut zu haben. Also
umso länger die Zeit ist, in der du einfach eine gute Freundschaft hast, umso schwieriger oder umso längere Zeit braucht es, um das wieder zu zerstören, würde ich sagen. Das ist mehr das. Also schon Zeit, aber man muss in dieser Zeit einander nicht nur kennen, sondern man muss auch gute Zeiten erlebt haben. Und wenn man miteinander durch dick und dünn gegangen ist, dann geht mir das auch wieder so. Mhm. Aber das ist nicht immer so. Ja. Das ist nicht immer so. Ja. Da gibt es auch andere Erfahrungen. Ist so, ja. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, einfach so, also einer von Rappi war das mal, habe ich an einem Festchen mal kennengelernt und wir haben beide am Abend müssen sagen so, hey, du bist ein geiler Sieg, so. Und es hat irgendwie, ich kann es auch nicht genau erklären, irgendwie Chemie oder wie man dem genau möchte sagen. Aber es hat irgendwie Homoerotik. aber es hat irgendwie einfach gebesselt. Und ja, also es gibt wahrscheinlich 10'000 verschiedene Faktoren, die überall ein bisschen drin spielen, aber die Zeit, wie du richtig gesagt hast. Zeit und eben Sachen, die man erlebt hat. Es kann natürlich auch kürzere Zeit sein, wenn man in dieser Zeit umso mehr erlebt. Also ich denke, das sind so zwei Faktoren, die zusammenspielen. Also umso mehr Zeit du hast, umso weniger brauchst du mega krasse Sachen, die du erlebst miteinander. Aber umso kürzer die Zeit ist, brauchst du krasse Sachen, die du zusammen erlebst, damit sich die Freundschaft wirklich so festigt. Ja. Aber heutzutage, ich sage jetzt mal, Freunde finden. Ich weiss nicht, eben gerade wenn man das sagt, wie will man einen Freund finden, der auf dem Niveau ist von Leuten, wo man schon in der Primarschule zusammen war. Wo man schon seit dort kennt. Das ist unglaublich schwierig, wenn es nicht in Kombination mit einer Freundesgruppe passiert. Also wenn jetzt eine Person dazukommt oder eine Person nicht, dann passiert das schnell, habe ich das Gefühl. Aber auch nicht ganz so. Also ja, ich habe wie auch ein bisschen das Gefühl, man hat diese Leute gehabt, hat die geschossen, jetzt hast du die, entweder behaltest du sie oder du hast es nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt auch unser Alter. Wir merken jetzt langsam, alle sind in die Lehre. Keiner hat sich mehr füreinander interessiert, nur noch ein paar Grüppli sind zusammen gewesen. Und dann, das ist ja überall ein bisschen so. Und dann, nachdem hat sich noch mehr verteilt nach der Lehre, noch weniger zusammen. Und jetzt kommen langsam die Leute wieder zu den Kollegen zurück, die man kennt. Also, die man vorher schon kennt hat. Weil Was man funktioniert hat, ja. Ja, weil man merkt, hey, die kenne ich seit 10 Jahren, ich habe so viel erlebt. Und all die neuen Kollegen, all die Leute, die ich jetzt kennenlerne, kann ich mich schon super verstehen. Man kann auch wieder super Freunde werden. Aber bis ich mit dem so einem Kollegen bin, wie das mit anderen Personen so ist, geht es einfach 10 Jahre. Ja. 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 Eben, oder nicht 10 Jahre und du musst durch dick und dünn gehen. Dann ist es auch ja, eher so. Ja. Wenn man das so kann abbrechen auf das. Ich glaube schon auch, ja. Ich denke es auch. Ja. Ja. Wenn wir die nächsten 2 Fragen, die laufen ein bisschen ins Gleiche rein. Okay. Ich weiss nicht. Ich würde sagen, wir überspringen die Fragen. Wir können ja nachher dann schauen, es hat ja noch genug Fragen. Ja. So. Wir sind uns immer noch am Verlieben. Wir sind uns immer noch am Verlieben. Yes. Nein, also wenn ich da auf meine Liste schaue, dann ist die ja ziemlich leer. Die Woche ist eigentlich nicht sehr viel passiert, muss man sagen. Ich weiss nicht, ob wir noch ein Announcement... Das könnte man machen eigentlich. Ist jetzt mehr so eine spontane Idee? Ja, das ist jetzt wirklich eine spontane Idee. Ich frage mich, ob das eine gute Idee ist. Nein, aber man kann sagen, ich glaube, wir machen es so einen Halbweg. Und zwar, wir machen momentan etwas, wir arbeiten an etwas. Es geht in die Richtung Spiel, also es ist ein Gesellschaftsspiel. Und wir sind jetzt da langsam im Endspurt und haben, ich sage mal so, das erste selber zusammengeklebte Sample auf dem Tisch liegen vor uns. Und Prototyp, ja. Und sind sehr gehypt, eigentlich, das bald zu produzieren und dann vielleicht auch dann da vielleicht auch announcen und verschicken, falls jemand Interesse hat oder so. Ein bisschen Schleichwerbung machen. Genau. Natürlich für die Pushcast-Member gibt es schon etwas.
Dann muss man so, weißt du, wir machen dann so ein Ding, so einen Baum, wo dann steht, abonniere den Kanal, like das und schreibe einen Kommentar und dann kannst du etwas gewinnen. Nein, bei uns kommt man das einfach so über. Nein, mal schauen, wie wir das dann dingseln. Aber sind wir sehr gehypt, ja. Oder ich bin sehr gehypt. Ja, und wir haben jetzt da, ist jetzt glaube ich ziemlich ein halbes Jahr. Schon, also ein halbes Jahr sicher. Ja, Aber ja, wir sind doch schon ein Zeitchen an dem dran. ja. Würde Also ich sagen. bleiben gespannt. Ja. Das wird dann ein kleines Announcement von unserer Seite geben. Und dann, ja. Es ist auf jeden Fall nichts Seriöses, das kann man sagen. Also keine Angst. Es würde eigentlich noch zum Fuschcast Zum Fusch- noch... Ja. Ja. Da gibt es mal eine Special-Folge, wo man das macht. Wo Können wir das- mit uns selber eine Kooperation eingehen? Ja, stimmt. Eingehen. Theoretisch schon. Hei. Ja, da kommen neue Anfragen Geschäftsideen. fliegen rein, hey, von neben dem Ja. Pult fliegen Anfragen rein. Nein. Ja, aber sehr gern. Das finde ich eine coole Idee eigentlich. Können wir Sarah 20 Promotion Code? Ja, genau. Oh Mann. Ja. Ja, wir können noch schauen, was wir nächste Woche besprechen. Ja, Bei Swiss Date. also bei Swiss Date eben die 2 Fragen, wo wir in dem Sinn so ein bisschen das Gleiche können reinlaufen lassen. Und zwar 17 und 18. Was ist deine schönste Erinnerung und was ist deine schlimmste Erinnerung? Die 2 Fragen müssen wir Aha. uns wahrscheinlich auch schnell Ja, müssen wir uns auch ein überlegen. bisschen überlegen, was wir da alles schon für Erlebnisse durchgemacht haben. Krass. Dann mal schauen, was wir nächste Woche wieder zu erzählen haben. Boah, jetzt bin ich mit dem Blick eingeschlafen. Kennst du das? Wenn du so mit dem Blick irgendwo hängen bleibst und dann wie so geschwind ins Nichts raus schaust. Ja, aber das tut hure gut. Ja, das tut gut. Einfach so hängen bleiben Kurz. und schnell Und dann du willst die Augen schon über tun, aber irgendwie Mhm. sie wollen nicht. schnell Dauerwerbesendung. Ja, genau. Schon Piep. Media Shop. So ein bisschen der Mann. Modus. Ja, voll. Ja. Ja, Aber mit dem Media Shop Modus denke ich, würde ich auch sind wir an sagen. ein schönes Ende wiedergekommen. Es war wieder ein cooler Podcast gewesen. Ich habe es auch lässig gefunden. Und dann ja, bis nächste Woche. Wünschen wir euch ein ganz schönes Wochenende. Macht's und einen guten gut. Start in Freitag. Tschüss zusammen. Ciao.